Was bedeutet Krieg für dich? Menschliches Leid, Grausamkeit? Hast du schon über die Leute noch gedurcht, die direkt oder indirekt vom Krieg betroffen sind? Auch für bewaffnete Konflikte unvermeidlich scheinen, existieren doch Mittel, für die Unmenschlichkeit zu reduzieren. Was du bereit, für 100 Kulissen vom Krieg zu gehen und die Menschen zu treffen, die darauf hier kommen? Weißt du, was das international humanitäres Recht ist? Das ist eine Reihe von Regeln, die bewaffnete Konflikte enkadrieren. Sie schützen die nicht oder nicht mehr kämpfen, sowie Zivilisten und Soldaten, die außer Gefecht, blessiert oder krank sind. Basierend auf den Genfer Konventionen präzisieren diese Regeln, dass sie die Konsequenzen von den Attacken nicht zu spüren kriegen sollen. Wenn nötig, müssen sie sogar Hilfe kriegen. Wir willkommen eigentlich diese Kriegsregeln hier. Zonder der Mensch existiert, probiert die Auseinandersetzungen mit Gewalt zu lösen. Trotzdem haben über die Jahrhunderten eine Reihe Personagen probiert, dieser Brutalität entgegenzuwirken. Ein davon war Henri Dunant, den Zeuge von der schrecklichen Schlacht von Solferino im Jahr 1859. Dieses Evenement hat an ihm eine regelrechte humanitäre Leidenschaft erweckt. Es war sein Wunsch, etwas zu ändern, den ihn dazu gefördert hat, die Grundsteine zu legen von der heutigen internationalen Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung sowie von den Genfer Konventionen. Noch und noch ist das humanitäre Volksrecht weiter ausgeschafft ging, heutzutage nach mehr Leben zu schützen. Wusstest du, dass es doch zu Lützeburg Akteure gibt, die sich für das humanitäre Volksrecht und den Schutz der Menschen an Kriegszeiten engagieren? Anfangs wird Kriegsrecht just den Schutz von kriegsblessierten, Kranken und medizinischem Personal umfasst. Über die Jahre wurde sich dann auf den Schutz von Schiffsbrüchigen, Kriegsgefangenen und schließlich auf Zivilisten erweitert. Kriegsrecht schützt also verschiedene Kategorien von Personen, gegen die keine Attacken dürfen ausgeführt werden. Konfliktparteien sind aber auch nach und nach Verbote und Obligationen gebunden. Wenn man sich die blessierten kranken Kombattanten anguckt, dann ist es Verpflichtung, Maßnahmen zu holen, wie sie für alle Sorten von Gefahren zu schützen, sie vom Schlachtfeld zu evakuieren und ihnen medizinische Behandlung zu bieten. Auf der anderen Seite ist der Schutz von den Zivilisten, den am humanitären Volksrecht einen großen Platz enthält. Das geschieht vor allem durch das Prinzip der Distinction. Es bedeutet, dass zu allen Momenten die Zivilbevölkerung, die nicht im Konflikt teilhält, unterschieden muss von den Kombattanten, die durch andere Normen geschützt sind. Somit mussten sich die Waffenträger auf verschiedene Kriterien für die Ausführung von Attacken halten, wie zum Beispiel das Prinzip der Präkaution. Parteien von einem armierten Konflikt mussten alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen holen, um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung und ihre Objekte nicht durch eine Attacke oder militärische Operationen Gefahr kommen. Da geht es nach dem humanitären Personal, dem sein Schutz ganz ähnlich wie der von der Zivilbevölkerung ist. Den einzigen Unterschied ist ein Emblem, den ihnen eine allgemeine Erkennung gibt und somit alle Handlungen ihnen gegenüber verbietet, den ihr Würde und ihre körperliche Integrität verletzt. Trotz dieser verschiedenen Beispiele gilt ein fundamentales Prinzip vom internationalen humanitären Recht, das all die geschützten Personen gemeinsam haben, nämlich die Verpflichtung, ihnen eine menschliche Behandlung zu garantieren. Der Schutz der Personen kann hierzu erschwert gehen, wenn es die Konditionen, an denen der Konflikt stattfindet. Das ist besonders der Fall für Konflikte, die an einem städtischen Umfeld stattfinden, wo es für die Angreifer schwer kann, sie für verschiedene Prinzipien anzuhalten, sowie die von der Distinction. Andere Herausforderungen für den Schutz der Personen können ganz einfach aus Unkenntnis über das Kriegsrecht entstehen, was es natürlich schwer macht, es zu respektieren. Als Teil der internationalen Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung, also dank von unseren Missionen zu Lützeburg, die Regeln vom internationalen humanitären Recht zu verbreiten. Weil wir die Regeln bekannt sind, kann das Recht besser durchsetzen und somit den Schutz von all diesen Personen besser garantieren. Das humanitäre Volksrecht soll auch nicht nur den Waffenträgern bekannt sein, mit der Bevölkerung im Allgemeinen, und das genauso in Friedenszeiten. Als Ziel ist dafür die Sensibilisation und Promotion vom Kriegsrecht durch Werte wie Menschlichkeit, Solidarität und Respekt von der menschlichen Würde zu unterstützen. Du wirst dir bestimmt bewusst gehen, dass das internationale Kriegsrecht hauptsächlich als Ziel hat, die Konsequenzen von bewaffneten Konflikten zu limitieren. Auch du, einfach an dem du dich dafür interessierst, kannst schon einen Unterschied machen und dazu beitragen, dass dieser Schutz respektiert wird.
Weides Leid kannst auch du Menschlichkeit viel leben.